Trotz die Stimmung in Jerusalem ist die Tag weit nicht kein Lichtige, ist vorgekommen da um Chanukah die jährliche jüdische Kinowoche zum 25. Mal. Die Programm hat reingenommen 30 Filme von rund der Welt und untergestrochen das Anhalten der jüdische und menschliche Identität in schwere Zeiten für den jüdischen Volk. Ein zentraler Film ist gewesen Die Sonne von Interesse von englischen Regisseur Jonathan Glazer. Ein urtraditioneller Grubenfilm wegen dem Hauptkommandant von Auschwitz, Rudolf Hess, und sein Mischprochesbuch zu führen ein bilderisch Leben, gezählte Meter von dem scheuderlichsten Ort auf der Erde. Der Regisseur hat ausgeklebt, in ganz nicht zu weisen die Korbones, repräsentieren die Reziches bloß durch Hintergrundsimonim von Räuch, Geschreien und Schießereien. Durch den opaken Erterweis dem Siper Amaise mit Horrorremosim in banairische Stilen, wie zum Beispiel eine Montage von Blumen in der Mischproches Garten, was wird so verwandelt in einen blutig-roten Ekran, hat der Regisseur nicht vorgestellt, die Nazis wie Menschen auf einen Läufen, was ruft er uns mitgefilmt sehen. Er hat aber ja ermöglicht Zuguckers zu erkennen bei sich ähnliche menschliche Aufführungen und sich zu vertrachten über seine eigene Gleichgültigkeit zu Achsorgesakten, was geschehen neuen zu sehen. Unter der Thema Kampf für jüdischer Identität sind euch projektiert geworden Filme benoge der jüdischer Sprache und Kultur. Eine neue digitale Restaurierung von Mizrach und Meirev von die frühesten jüdischen Stummfilmen ist gewiesen geworden mit lebendiger Pianobegleitung. Der Film erzählt wegen einem New Yorker Geschäftsmann, was besucht sein Heimstädtel mit seiner stark amerikanisierter Tochter und macht Häusig von dem kulturellen Abgrund zwischen der neuen Welt und der alten. Molly Picon spielt die Hauptrolle von dem Chenev die kurzbedicken Mädel, was lernt uns frumme Städtelbachurim zu tanzen moderne Tänze. Am Maker-Toes beim Inszenieren einer Häusergruppe mit einem ortigen, schemevdicken Wohllerner macht von sie formell Mann und Weib und er führt zu einer ganzen Gratschke in Städtel. Kedei zu neu zu stellen die neu restaurierte Versie, hat der Österreicher Filmarchiv abgesucht fehldicke Rolkes von dem Film über der Welt und jetzt kann man ihn zum ersten Mal sehen, ganz erhält. Verbrennen das Seitel von Eli Goren, ein kanadischer Dokumentarfilm, hat durch Interviewen, animierter Poesie und Tagebuchfragmenten zu neu gestellter Collage von Celia Drapkins Leben und Schaffung, heraushebend ihre pionierische Rolle wie eine jüdische Poetesse, was hat geschrieben wegen Erotik, Sexualität und Gewalt. In Film haben Anteil genommen bekannte Figuren von der jüdischen Welt wie die Forscherin und Übersetzerin Faith Jones, die Jiddischlehrerin und Tourerin Shevet Zucker und Frank London von die Klezmatics, was hat zugeschrieben Musik zu Drapkins Lieder. Euch ureiniglich und einiglich ihre oben gerät von einer persönlicheren Guckwinkel. Kentig ist gemacht geworden für einen Film eine gute Forscharbeit. Nicht geguckt auf dem, haben sich von Mal zu Mal reingehabt Tausim in Namen von Lieder auf Jiddisch und andere Kleinigkeiten, bei welchen man wollte gemerkt sein, ein bisschen abgeitener. Herausgehendig von Saal haben Zuguckers geteilt, als trotz die vorgelehnten Lieder sind gewähnt schön euch auf Englisch, hat sie gefällt die originelle Sprache, wo sie seltener reingeflochten geworden in dem Film. 19 Woche ist projektiert geworden Shosha, die Siebenarbeit in Filmschule von zwei jungen israelischen Regisseuren. Der Film folgt noch ein Proof zu stellen einer Pièce laut Bashevis' Shosha in Jung Jiddisch, ein lebendiger Jiddisch-Museum in der zentralen Autobusstanzie in Tel Aviv unter der Anführung von Mendy Kahanen. Der Film beweist vorzustellen, dass Tragische in dem Status von Jiddisch in Medinas Israel heint, nicht mehr weiter seindig auf den Humor, was es rufen heraus die Schwierigkeiten, auf welche die amatorische Truppe trifft sich an. Aber dank dem Zugang ist Shosha nicht glatt ein nostalgisch Dokumentarfilm, nur ein lebendig und auffrischendig Werk. Noch ein Film haben Jung und Alt gestellt Fragen auf ein Panel wegen der Zukunft von Jiddisch in Medinas Israel. Wer hat jüdische Bücher in Nizze nicht? Das ist meine Telefonnummer. Klingt mir gut, ich kann sie nehmen. Wie im Film hat Mendy Kahn vorgelegt der mutigen dicke Endvers auf den Eulems Feikes. Der Zehndick Moschel wegen verschiedenen Meiles von dem Lokal in der Zentralstanzie. Die Stanzie, was behäust verschiedene Minoritätsgehiles, der ermöglicht den kulturellen Austausch zwischen Jiddisch und anderen nicht-jüdischen Sprachen und schafft Beziehungen zwischen Jiddischisten, verblonschete Jugendliche, Playteam, abgefahrene Chassidim und andere, was wollten sich anders nicht begegnen. In solchen gespannten Zeiten zwischen Jiden und Nicht-Jiden ist gewinn inspirierendig zu sehen auf dem Ekran eine Jiddischkeit, wo sie sei tief Jiddisch,
sei gerät zu dienen wie ein Moke Miklet für jeden, was bedarf ist.